Heute zusammen. Das ist natürlich der Crown Cletus oder der Chris. Der den Sommer genießt, auch wenn es das Wetter nicht unbedingt zulässt. Oder nur teilweise. Ich hoffe, es geht nicht gut und Sommer ist auch das richtige Kennwort. Das Passwort sozusagen zu diesem Video, weil, seien wir ehrlich, im Sommer ist es einfach schon schöner, wenn man ein bisschen draussen ist. Und nicht die ganze Zeit drin am Zocken. Und das ist eigentlich auch das, was ich gemacht habe. Ein bisschen Ferien gehabt. Alles tiptop. Und jetzt doch wieder ein rechtes Zucken in den Finger gespürt und euch mal ein Video wieder mal droppen, weil ja, es ist jetzt doch schon über einen Monat her. Und das Wolfenstein ist gerne ein geiles Game, da hat sich gar nichts daran geändert. Was auch ein geiles Game ist, ist das Titanfall. Dort hat es einen neuen Spielmodus gegeben. Ich hoffe, ihr habt die 2 Videos vom Swiss gesehen, sie waren nämlich ultra unterhaltsam gewesen. Kann ich euch nur empfehlen, sie auch in der Beschreibung. Falls ihr hier nach diesem Video noch ein bisschen mehr Material bräuchtet. Und ich versuche jetzt mir hier schnell wieder ein bisschen in das Game hineinzufingen, weil ja, jetzt in diesem Monat habe ich es natürlich auch nicht gespielt. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Der eine oder andere ist, glaube ich, ein bisschen rattig aufs Destiny. Ich leider gar nicht. Wie eventuell schon mal erwähnt. Aber das ist mir eigentlich eh zuträglich. Weil je weniger Games das ich geil finde, umso mehr Zeit habe ich für die Family. So einfach ist das. Jetzt haben wir hier das Gerät, wo man sich hier durch die Gitter durchschweissen kann. Aber das muss ich zuerst noch finden in diesem Fall. So, mal schnell schauen, dass wir hier nicht allzu viel Aufmerksamkeit erregen. Ich sehe, das ist nicht das Problem. Bier, das man leider nicht trinken kann. Das ist ein bisschen ein Drunken Mode in diesem Game, wäre auch noch cool. Okay, das war eine klare Message gewesen. Hey, nein, es gibt sicher Games, wo die Grafik besser ist, aber Wolfenstein hat gleich, ich finde, eine ganz geile Grafik. Also, fertig jetzt mit dem Nonsens. Wir machen jetzt uns hier auf den Weg. Wir sind ja in Berlin und versuchen hier die Gefangenen zu finden. Jetzt kann ich euch hier zeigen, wie das abgeht. Jetzt kann man sich hier einfach durchschlitzen. Ja, das war eher schlecht gewesen. Man muss schauen, dass es zusammenhängend ist, genau. Und das Loch muss, glaube ich, nicht einmal so gross sein. Wobei, definitiv grösser als das. He? So. Come on. Yeah. Gut. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob da irgendwann noch ein Bonuswert drin war, den ich aber sicher schon aufgesammelt habe. Hier jetzt noch ein bisschen Kisten. Rüstung ist gut. Ich gehe noch schnell die Batterie laden. Man weiss ja nie, was hier plötzlich vor einem steht. Wobei, mit der kann ich momentan noch nicht wirklich viel ausrichten. Gescheiter das Messer rausnehmen. Ja, und jetzt ist hier der Sprung des Jahrhunderts vor uns. Jetzt einfach nicht verhangen. Ja, schön gemacht. Und jetzt ist es folgendermaßen, wenn ich mich nicht täusche. Es ist von Vorteil, wenn man ein Hintersfenster auftut. Hier noch schnell drüber spienzeln. Schade, kann man das hier unten nicht mit einem Messer fertig machen. Jetzt habe ich doch langsam echt das Gefühl, dass es scheißegal ist, welches Fenster das ich öffne. Hier ist eine Cam. Die scheint egal zu sein. Ja, voll herschleichen. Hoffentlich reicht es noch, aber so schnell, wenn ich mich bewege, sollte das kein Problem sein. Und gute Nacht. Sehr schön. Ich kann es immer wieder erwähnen, durch die Skills, die man hat. Perks. Sind wirklich weltweit hilfreich. Und es ist ein Moment gegangen, bis ich die alle hatte. Aber es lohnt sich, es steht ja immer, was man machen muss. Und gerade hier im Stealth-Modus ist das extrem der Bringer. Ah, das ist eh ein geiler Abschnitt hier. Also, schau, der Spastiker. Nein. Sie sind zu zweit hier. Fuck it. Fuck it. Nein, jetzt darf dies einfach nicht den Alarm auslösen. Panik ist angesagt. Panik. Ja. Das sehe ich. Oh. Ja, also. Das ist jetzt nicht unbedingt so intelligent gewesen. Aber weil wir auf diesem ultra harten Schwierigkeitsgrad spielen,
macht das zum Glück auch nicht viel. Zieht nicht den Vollidiot rein. So, merci. Ja, es ist schon Strau. Aber es hilft auch, dass ich alle Statuen aufgesammelt habe. Darum habe ich auch 200% Leben. Oder einfach 200 Leben. Und jetzt eben ziehe ich das mal rein. Irgendwie kann man sogar die Map anschauen und dann siehst du, wo sind wir an. Da hinten dran ist noch irgendein Raum oder so. Wie kommt man echt hierher? Probierst vielleicht mal im absoluten Wahnsinn durch die Türen durchzukommen oder so. Und dann ziehst du mal das Ding rein. Da hat es jetzt den blauen Hinweis leider, der ist ein bisschen auffällig. Und relativ schnell schnallt man auch, dass da ein paar Schienen sind. Und das Ding muss sich deshalb bewegen. Hier haben wir über das ganze Game verteilt so Zahlen und besser gesagt Rechnungen. Und die kann man auch so in ihre Maschine irgendwie eingeben, irgendetwas im Menü und so Zeug freischalten. Dort habe ich mich, um ehrlich gesagt, noch nicht gross darum gekümmert. Das Rätsel war eigentlich, dass man hinten die Akte holen musste und erst nachher hat es einem hier das blaue, den blauen Rhombus angezeigt, um den Geheimgang zu signalisieren. Jetzt hier wäre etwas drin gewesen. Es ist alles schon eingesammelt worden. Habe ich es stylisch gefunden, hätte sie nicht müssen machen. Der Hund, der dort am Pennen ist, der hat natürlich nicht geschnallt, dass der eine riesige Schlägerei ist. Der ist irgendwie ein bisschen steinblöd, oder? Oh, 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 oh! Also gut. Also gut. Teabaggen ist keine gute Idee. Jetzt läutet hier das Telefon. Ah, das ist... Ja, voll. Das ist, glaube ich, das hier hinten, genau. Der dreht jetzt richtig durch. Schnell etwas trinken. Hure geil, oder? Hure geil. Zum Teil lohnt es sich echt einfach mal nichts zu sagen. Dann ticken die Leute von allein durch. Kurz möchte ich noch hier auf die Stromverkabelung hinweisen. Die etwas mit Kabel zu tun haben, wissen vielleicht, dass man aber so eine Sicherung machen kann. Weil das hier, Jungs, wird definitiv nicht lange haben, habe ich das Gefühl. Das ist aber nicht mein Problem. Mein Problem sind jetzt die weiteren Wachen hier. Der Typ ist, glaube ich, am Chillen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, vorne links war er. Ja, genau. Steht vor uns im Film. Geil abgelegen. Das Pfeifchen hat er auch nicht Hang. Der Spastiker. Eben, Nazis darf man immer aufschlitzen. Das ist wirklich, es sollte eigentlich per Gesetz erlaubt sein. Neue Schweine raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran. Und das ist echt im Fall. Genau eine Minute, Hans, dann müssen wir aber los! Es ist echt geil, dass die englische Version eigentlich besser deutsch vertont ist als die deutsche selber. Der dreht richtig durch. Tönt so ein bisschen wie ein Bayer oder so. Ah ja gut, ich kenne mich da nicht wirklich aus mit diesen deutschen Dialekten. Auf jeden Fall hoher Strau. Auf 5 Schritte. Vorwärts. Ich glaube, der könnte rasten. Links rein. Rein sofort. Ja, es war ein bisschen sinnfrei, jetzt dort drum rumzulaufen, aber da hat man noch so ein bisschen Emotionen können spüren, würde ich sagen. Und ich hoffe für den Blazkowicz, dass er nicht zu weit muss fahren muss. Down to it. I'll fight alone. But I promise you this.
Friends, if this is where they're keeping you, I will find you and set you free. Blasco ist ein geiles Sieg. Jetzt sind wir hier in der Gefangenenanstalt so ein bisschen, ja? Nicht allzu viel Chaos verursachen. Wir kommen dann näher. Noch einmal hier zurück. Ein bisschen besser bewaffnet als hier mit dem Messerli. Falls irgendeiner von euch selber noch nicht gespielt hat und die Möglichkeit hat, das selber zu spielen, macht doch das. Es ist nicht nur meine Meinung, sondern es gibt noch erstaunlich viele Leute, die eigentlich finden, dass das einer der besten Ego-Shooter in Bezug auf Story-Mission, Singleplayer-Mission ist, wo es seit Jahren gegeben hat. Gewisse sagen sogar seit Half-Life 2 eigentlich das Beste. Und das ist vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen, aber es sollte eigentlich so ein bisschen zeigen, wie geil das Game echt ist. Wenn die Videos nicht länger, um euch das zu zeigen. Hat er eigentlich auch ein bisschen Ferien gehabt, nehme es an, von ein paar habe ich es gehört. Andere haben jetzt noch. Sind irgendwann hergegangen. Aber das Wichtigste ist, dass er hoffentlich schöne Ferien hatte. Schön chillen, schön Party machen, je nachdem, was einem wichtig ist. Ich war eher an Chiller-Front. Weil ja, schwer sich vorzustellen, aber nach einem halben Jahr wirklich wieder mal eine Woche können auspennen ist eine abgefahrene Erfahrung gewesen. So, jetzt müssen wir uns hier wieder durchschweissen. Da kommt glaube ich so ein Bastard. Nein, der ist ganz da. Hier ist Cam, darum geht nicht so glücklich. Schleichen wir hier durch, wenn es geht. Sollte gehen. Die Cam ist nämlich ein bisschen bescheuert. Das zieht dort hin. Er kommt hier jetzt her. Das ist leid. Der hat eventuell etwas gesehen. Das ist die Frage, wo der andere ist. Jetzt tue ich hier schnell ein Loch durchmachen, wie das geht. Ich glaube, der andere schnallt das nicht, dass man hier am Schweissen ist. Das ist gut. So, ja, das ist super. Jetzt kann ich glaube ich sogar säckeln und das sich ausschalten. Das ist eben das Upgrade vom, oder eines der Upgrades im Stealth-Bereich. Und das ist ein gutes. Weil zum Teil ist man so unendlich langsam. Gut, dem seine Schreie hat man auch weit gehört. Ich habe leider gar keine Blasse, wenn ich angefangen aufzunehmen. Und wenn man das Video schaut, denkt man sich immer, ja leck, du bist jetzt genau schon seit 8 Minuten dran oder so. Aber eben, ja, das ist leider nicht vor mir. Es gibt aber einen Weg, eine längere Episode. Weil die letzte war ja ein bisschen kurz, weil ich da ein bisschen Stress hatte mit dem Tearing, genau. Dort war einer im Gebäude innen, dort unten ist auch einer. Die haben wir schnell mit Vollgas uns nähern. Oh, Bürschli. Das ist geil, wenn man aber die Zielentaste drückt, kann man nämlich ihre Schläge blocken. Also, jetzt mit dem anderen, wow, Fergus Story-Missionen spielen wir, ja, genau. Und mit dem Wyatt rein, genau, kann man dann hier bei dieser Tür rein. Und der Fergus Story-Strang führt einem eben hier eher so ein bisschen durch die Kanalisation. Ach du Scheiße, Mann. Ist der dort, wo ich auch her muss? Das ist geil, das habe ich noch nie gespielt jetzt. Ach du Scheiße. Schwenka, du Bastard. Komm schon. Wieso kann... was ist los mit dieser Kette? Jetzt aber. Aber der Typ kommt mir jetzt hinten nach, oder nicht? Ja, nein, die Panik, die ich hier reinverfalle. Und jetzt, wo durch? Du scheint falsch zu sein. Nein, das kann gar nicht atmen, oder was? Hä? Okay. Sorry, ich habe es vielleicht gerade ein bisschen versaut mit meiner Panikattacke. Was macht der Typ? Shit, der kommt in meine Richtung, ja. Ich hoffe, dass der Game Sound genug laut ist.
Ihr werdet es auch schon lange gemerkt haben, ob es stimmt oder nicht, weil ich jetzt 3-mal schnell eine Testaufnahme gemacht und bin mir gleich nicht ganz sicher gewesen. So. Bürstchen, jetzt habe ich lange genug müssen warten. Schöne Lichteffekte hier, schön gemacht mit den Wassertröpfchen. Weniger schön ist einfach, dass es kein Ding gibt. Keine Kantenglättung und darum flimmern so ein bisschen... Oh, sorry. 180 ab der Leiter. Komm, pack die. Danke. Darum flimmern halt gewisse gerade Linien in der Distanz ein bisschen. Das ist so ein Nazi-Schwein. Von denen hat es da schon noch viel. Und das ist eigentlich etwas Gutes. Wunderschön, klassisch. Seine eigene Pisse. Und oh shit. Der nur spülen, der war schon ein bisschen brief. Fuck, noch ein Messer hinten drin. Also. Sozusagen auf Nummer sicher gegangen. Jetzt hat es hier irgendwann so einen Kapitän in der Nähe, genau. Okay. Mal noch ein bisschen Hundefutter fressen. Apropos Hund. Jetzt nicht zu lange hinten rumspästeln. Nein! Shit, hoffe ich habe den anderes Bauen nicht gehört. Genau, das ist die Tür, die ich glaube ich gesagt habe, wo man reinkommt, wenn ich mich nicht täusche. Da ist auch so ein Bastard, genau. Das Geile ist, dass das... Ja, voll, das habe ich jetzt gerade auch sagen, Mann. Dass die richtig faule Siechen. So. Ah, das kann ich aufflamen, geil. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Mal durchspielen auch nicht geschnallt. Hey, ganz ehrlich, ein Game, das ihr schön... Was heisst schön? Ein Game, das ihr wirklich gut findet, schön hoffentlich auch, habt ihr eventuell auch schon das zweite Mal durchgespielt. Und ich meine, es kann mir niemand erzählen, dass man beim zweiten Mal nicht noch etwas entdeckt hat, was man beim ersten Mal übersehen hat. Hey Giele, ihr seid hier jetzt echt einfach am Füßeln. Nein. Voll verhetzt mit dem Messer. Wake up, you're dead. Ich habe schon mal gesagt, dass ich das Game Hanger finde. Ja, ja. Oh, wie schon. Wake up, you're dead. It's not very nice. Also, jetzt habe ich hier ein Schlüssel geholt und mit dem kann ich jetzt dort rein in den grossen Dom rein. Ah, das ist ging, genau, geradeaus. Jetzt habe ich vorhin geblufft, dass ich weiss, wo es durchgeht. Hier zeigt mir das Fragezeichen an. Dann nehme ich doch gerade den Weg. Ja, voll. Wow, jetzt sind wir da unten innen. Shit, 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 shit. Hoffentlich lenkt das. Yes! Und weißt du, sie hätten ja einfach 2, 3 verschiedene Moves können einbauen können, aber nein! Sie haben jenste Moves, wenn wir diese einfach killen. Jetzt schnell güchseln, ob wir den hier verwutschen können. Ah, der war ein Stock weiter oben. Ha? Da unten ist so ein vollautomatisches, keine Ahnung, Kohlefahrzeug oder so am Rumziehen. Scheint's. Gut, das hat sich nicht gelohnt. Da ist unten dran immer noch. Da gibt es eine Leiter. Ja, kann ich da runterjumpen? Ich glaube es. Nein, 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 nein! Was ist das jetzt gewesen? Ab dem Sieg abgerutscht. Der Typ, der sogar mit den Füßen durch den Boden kann. Da ist etwas Gespässiges am Werk. Yeah, yeah. Ich versuche eure Zeit hier ohne Ende. Und wenn wir schon dabei sind, können wir uns das schnell anschauen. Es ist noch herzig, dass sie hier so etwas designt haben. Er macht, glaube ich, immer das Gleiche. Ja, fast auch der einzige Ofen, der offen ist. Und was macht er jetzt hier? Etwas rausnehmen.
Oh, ist schon, hä? Okay. Also das ist einfach Ding, hä? So geschmolzenes Metall, oder? Ja, aber das ist doch keine effiziente Lösung, das glaube ich jetzt nicht. Und da nimmt er auch etwas raus. Ja, ja. Also die doch ein bisschen rauskommen, können ja sagen, wie es läuft. Mir hat jetzt gedacht, etwas ist da faul. Wo ist eigentlich der andere Typ? Bei dem, wo ich runtergerutscht bin, das ist so eine Frechheit. Nein, der hat sich jetzt aus dem Staub gemacht. Steht dort hinten? Nein. Gut, irgendetwas räucht nicht dort. Ah, nichts. Okay. Ganz gespässig. Eigentlich hätte ich das Auge auf das... Nein, zieh dich rein! Dumme Sieg. Den holen wir uns jetzt. Oh! Wow, 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 wow! Habt ihr das gesehen? Commando Pro. Jesus hat der weit können ziehen mit seinem Messer. Der hätte nicht einmal einen Schritt müssen machen. Also. Ganz lustig. Ein einziger Gegner und eigentlich fast ein bisschen Versteckis gespielt mit dem Typ. Ja, ja. Hundi? Ah, das ist das von vorhin, ja. Ja, ja. Ja, voll. Da kommt jetzt immer so ein bisschen reinsteigen. Genau. Jetzt einfach immer ein bisschen warten, sonst spricht einem das. Aber so kann der Bastard einem nichts machen. So. Das und das weg. Das Gute ist auch, dass man mehr Energie hat. Bei den Perks für die Energiewaffen. Haha, was für eine Überraschung. Und das hilft einem dann eigentlich extrem, weil sonst bist du die ganze Zeit am Nachladen. Also B2. Das ist, glaube ich, jetzt so, dass hier innen einfach 2 Wächter sind. Und sonst ist hier nicht viel los. Das ist schon wieder so ein Kommandotyp. Zum Glück haben sie aber auch den Alarm nicht anstellen. So. Jetzt noch mal schnell einen Schluck trinken. Ja, nein, ich trinke sicher 5 Liter am Tag. Und nicht Bier. Aber ja, höhere Temperaturen transpiriert man auch ein bisschen mehr. Trotz dem Borotalco. Ja, jetzt kommt ja gerade eine schöne Szene im Fall. Freut mich. Arschloch, Arschloch, komm schon. Hey, nein, was geht jetzt? So, merci. Zieht nicht das rein, habe ich die angemacht, sie haben Hurenstraub. Aber eben, ihr wisst ja. Nazi-Schweine. First one. Ist hurenhart, wenn sie runterkippen haben. Immerhin haben sie noch ein bisschen Kraft in den Armen. Und klatschen nicht mit der Maske auf den Boden. Ultrastraub. Bringt er das Zeug auf, Giele? Ja. Und wer ist echt der Hunger? Der Fergus. Sieht aber echt gar nicht so schlecht aus. Here I was, getting ready for the eternal nap. And this Nazi-killing German bastard shows up out of nowhere. What have you been up to, Blazkowicz? Shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight. Cooles Hobby. Well then, I'll square on out of here. Kill every damn Nazi that gets in our way. Hey, careful with that door! Schnurrt halt schon, geiler Fergus. Ja, verschissen, oder? Ja, der Tisch bringt es, glaube ich, schon.
Wie ist jetzt schon wieder gelaufen? Irgendwo gibt es einen Weg raus, hä? Can you get that hatch open? Ja, genau, voll. Sorry. Danke für den Hinweis. Sehr gut. Now climb into the vent. Ja, let's roll. Und jetzt kann man einen wunderschönen Move machen und dann von hinten reinmähen. Es gibt noch schön Probealarm, ja. Aber man kann sich hier jetzt noch schön bewaffnen natürlich. Also sie haben es schon so gemacht, dass man es noch ein bisschen geniessen kann. So viel zum Probealarm. Also. Let's roll with the guns. Nein, noch nicht aufmachen, Junge! Shit. Das soll eigentlich noch nicht wollen, um ehrlich zu sein. Da hingen jetzt nämlich auch noch Zeug. Ja, sehr gut, du hast geschlossen. Also. Was haben wir? Pumpi haben wir auch. Pumpi nehmen wir. Und zwar mit den Dingsshows, wo... Voll. Die tun es absplittern. Oi! Hey Bürschli, lass jetzt mal schnell. Das sicher geschluckt, hey. Aber eventuell habe ich schon nicht die beste Waffe genommen. Muss ich ehrlich sein. Ah, schau jetzt. Das ist geil. Das ist geil, weil man kann ihm helfen, aber er tut sich dann eben auch selber wehren. Respekt. Schön gemacht, Fergus. You and me, Blazkowicz. We're getting the fuck out of here now. Yes, sir. Hey ja, jetzt ist es gerade richtig spannend. Ich denke, jetzt machen wir Schluss da, oder? Nein, nicht. Ist jetzt auch schon ein Moment her, Looks like a two-man lot. seitdem dass ich gestartet bin, aber At the same time. On my mark, hit that button there. Ready? 3, 2, 1, back! da kommen wir jetzt schon raus. Jetzt haben alle aus ihren Zellen kommen, gell? Ja, voll. Ja, es läuft echt verhältnismäßig wenig, wenn wir ehrlich sind, oder? Dann bist du irgendwie jahrzehntelang in dieser Zelle, dann kannst du endlich raus und dann fährst du ein bisschen auf tanzen vorne dran. Ja, okay. Mal, schau jetzt. Ein bisschen Mund. Jetzt hier. Ziehen wir einfach durch. Zwischendurch. Oh shit! Da ziehen wir einfach durch. Holy shit. Richtig schön auf die Fresse bekommen. Und jetzt jetzt glaube ich gleich hier einen Strich unter das Gameplay und beende die Runde Teil 6. Merci vielmals fürs Zuzuschauen. Wie gesagt, hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit gehabt und immer noch eigentlich. Ist immer gut, wenn man gute Zeit hat. Und aber läuft es auch nicht so toll. Aber ich hoffe, das ist bei den wenigsten so. Am besten bei niemandem. Und ich könnte euch jetzt hier noch irgendwie 10 Minuten lang irgendwelchen Nonsens erzählen. Und zum Schauen, ob wirklich einer bis zum Schluss zuschaut, gibt es aber so eine schöne Möglichkeit, irgendein Wort. Und es darf nicht als allzu auffällig sein, sonst merken sie es ja näher gerade. Darum würde ich einfach sagen, schreibt doch mal Crown in die Comments, wenn ihr bis zum Schluss habt zugelassen. Merci vielmals. Ich hoffe, es schreibt wenigstens jemand. Crown in die Comments. Macht's gut. Tschüss zusammen.